Hallo und herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Gerade weil Fasching in diesem Jahr nahezu ausfällt, haben wir uns gedacht, dass wir alle gute Laune und ein wenig Humor gebrauchen können. Was könnte das wohl sein? Ihr seid neugierig geworden? Dann wünsche ich euch viel Spaß. Das ist ein UFO-gesteuertes Übersetzungsgerät für gesprochene oder gebärdete Sprachen. Tolles Ding. Wer von Ihnen kann Lautsprache? Ich möchte mich mit jemandem austauschen können. Ah, Sie. Was, Sie gebärden ja. Sie benutzen beide Sprachformen? Was sehe ich? Du fragst, ob hier Lautsprachler sind? Nee, das ist nicht meins. Meine Frage an euch ist, wer kann gebärden? Ah, du. Sehr gut. Du nur halb? Schade. Du kannst gebärden? Prima. Aber wer bist du denn? Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ich bin total erschrocken. In meiner Welt da drüben, da reden und hören alle. Plötzlich verschlägt es mich hierher. Wo bin ich denn? Ich komme aus der Welt dort drüben, wo nur gebärdet und nicht gesprochen wird. Und plötzlich lande ich hier, wo gesprochen und gebärdet wird. Total verwirrend. Was ist mit dir? Was machst du beruflich? Ich? Ich erforsche in meiner Welt gerade etwas ganz Interessantes. Den Ursprung der Lautsprache bzw. der Gebärdensprache, wie das entstanden ist. Was? Ich auch. Ich untersuche, wie sich Lautsprache und Gebärdensprache voneinander abgespalten haben und getrennte Wege gegangen sind und wann das war. Genau wie ich. Ich habe auch schon Beweise und Materialien gefunden. Oh, bitte, zeig es mir. Ja, einen Augenblick. Ja, das ist mein Beweis. So ein Zufall. Ich habe auch etwas gefunden zum Jahr 1880. Das zeig ich dir jetzt. Gib schon her.
Da siehst du's. Interessant. Die Filme zeigen, dass deine Gebärdensprache und meine Lautsprache 1880 schon längst völlig voneinander getrennt existiert haben. Ja, genau. Und deshalb habe ich das noch weiter zurückverfolgt. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sich beide Sprachen getrennt haben. Und diesen Zeitpunkt habe ich nun gefunden. Was? Den habe ich auch gefunden. Was für ein Zufall. Schauen wir es uns zusammen an. Halt! Da! 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 Oh! Säbelzahntiger! Auweia! Den Hirsch erlegen. Da drüben. Lass doch das Gebärden. Du musst es aussprechen. Hirsch. Hirsch. Nein, ich gebärde Hirsch. Du sollst es sprechen. Hirsch. Hirsch. Da. Du musst es aussprechen. Hirsch. Hirsch. Nein, Hirsch. Da. Jetzt sei mal ruhig. Ich werde das machen. Und ruhig bleiben. Psst. Hurra! Hurra! Getroffen! Ich bin stark! Bin stark! Oh. Jetzt lass mich mal. Genau zielen. Ja, in die Richtung. Was ist denn? Schleich dich von dort drüben an und scheuch ihn rüber. Ich verstehe dich nicht. Oh. Hirsch Oh, weg. weh. Du Trottel! Musstest du den Bogen weglegen und drauf losgebärden. Damit hast du ganz viel Zeit verschwendet. Du hast es verbockt. Ach. Bleib ganz ruhig. Wir beide verstehen uns doch super, oder? Du sprichst doch auch mit deinem Rüssel. Oh, stopp! 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 Ah! Oh, du Ehrenwerter mit dem Rüssel. Könntest du bitte etwas zur Seite stapfen? Nur ein Stück, ja? Hurra! Mit den Gebärden hat es geklappt. Meinen Händen sei Dank. Du, das ist doch gut, wenn man spricht. Meinst du nicht? Nein, nein, nein. Ich liebe es, mit meinen Händen zu sprechen. Ach komm,
Dann werde ich jedenfalls mit meiner Sprache mal in diese Richtung weiterziehen. Ach, dann gehe ich mit meinen Gebärden aber in diese Richtung. Na, wenn du meinst. Komm. Oh. Interessant. Darum sind also deine gebärdensprachliche Welt und meine lautsprachliche Welt völlig auseinandergedriftet. Ja, das war der Zeitpunkt, an dem es auseinanderging. Sehr interessant. Aber sag doch mal, deine Welt, wie heißt die eigentlich? Meine Welt? Na gut, ich zeige es dir. Das ist sie. Ah ja. Und meine Welt, die heißt so. Sehr interessant. Ja, aber wie ist das bei euch? Ihr habt ja beides, das Gebärden und das Sprechen. Das vermischt sich irgendwie. Wie heißt denn eure Welt? Ah, jetzt ist es klar. Darum gibt es da bei euch Dolmetscher, Gebärdensprachkurse, Gebärdensprachservice, den Kampf für Inklusion und solche Sachen. Jetzt verstehe ich es auch. Toll, nicht? Ja, sehr gut. Jetzt würde ich aber gern wieder nach Hause gehen. Da geht's mir genauso. Dann sagen wir beide jetzt euch allen Tschüss. Wir wünschen euch viel Erfolg und drücken fest die Daumen. Tschüss. Tschüss. Oh. Wisst ihr eigentlich, woher die zwei unterschiedlichen Begriffe Fasching und Karneval, wie man in weiten Teilen Deutschlands sagt, kommen? Dann schaut mal. Wisst ihr eigentlich, was das Wort Karneval bedeutet? Es kommt aus dem Lateinischen. Carne bedeutet Fleisch. Also wie bei Chili con Carne, dem mexikanischen Gericht, wo man schon mal Feuer spuckt, weil es so richtig scharf ist. Und Wale bedeutet auf Wiedersehen. Wörtlich übersetzt bedeutet Karneval also sich vom Fleisch verabschieden. Warum das? Nun, mit dem Karneval beginnt die Fastenzeit, in der die Menschen versuchen, sich in den Leidensweg von Jesus Christus hineinzuversetzen. Von den 40 Tagen in der Wüste bis zum bitteren Ende. Im Fasching also langen die Menschen noch ein letztes Mal bei Fleisch und Wein kräftig zu. Am Aschermittwoch ist es Schluss mit dem Schlemmen und es wird gefastet bis zum Ostersonntag, dem Tag der Auferstehung Christi. Früher war es ja etwas ganz Besonderes, Essen zu bestellen. Nicht jedes Restaurant hatte einen Lieferservice. Heute ist das ganz normal und alltäglich. Und was hättet ihr für einen Wunsch? Ich? Das nehme ich. Oho, buongiorno, Signora. Sie wünschen? Guten Tag, ich möchte eine Pizza bestellen. Benny, schon überlegt welche? Klar, wofür rufe ich denn bei Ihnen an? Stusi. Also? Ich möchte eine Pizza Salami.
Und hallo. Alles Paletti. Huch, noch was? Aber ohne Salami. Guten Abend, Signora. Hey, Sie kenne ich doch. Lange nicht gesehen. Also? Ich möchte eine Pizza Salami. So? Na. Aber ohne Salami, habe ich recht? Nein, ohne Pizza. Nun ja. Die jetzt folgende Pizzabestellung wurde 2010 aufgegeben, als das Jahr 2022 noch wie eine Utopie wirkte. Hallo, danke. Ich danke für Ihren Anruf beim Pizza Robo. Hi. Ich möchte etwas bestellen. Stopp. Ich brauche zuerst Ihre International Ident Number. Ja? Okay. 10279801211-3. Right, that's right. Hä? Frau Schwan, Rosenstraße 7, 3. Stock, 2. Tür, rechts. Boah. Ja, das ist mein Zuhause, aber wo haben Sie all diese Informationen her? Ich bin an das staatliche System angeschlossen. Oh, natürlich. Ich möchte 2 von Ihren Spezialpizzen bestellen, mit besonders viel Fleisch. Ich glaube nicht, dass das gut für Sie ist, Frau Schwan. Was meinen Sie damit? Ich bin an das System angeschlossen. Laut Ihrer Krankenakte haben Sie einen zu hohen Blutdruck und extrem hohen Cholesterinspiegel. Ihre Krankenkasse ist mit dieser Wahl nicht einverstanden. Andere Wahl. Verdammt! Was empfehlen Sie denn? Sie könnten unsere Sojapizza probieren mit einer Joghurtsoße darauf. Wie kommen Sie darauf, dass ich das mögen könnte? Ich bin an das System angeschlossen. Nun, Sie haben letzte Woche in der Bayerischen Staatsbibliothek ein Buch ausgeliehen mit dem Titel Soja-Rezepte für Feinschmecker. Mensch. Okay. Geben Sie mir 2 davon in Familiengröße. Das wird bestimmt sehr teuer, aber ist mir egal. Was kostet dieses Abenteuer? Meiner Familienrechnung nach 4 Kinder, Ehemann und Oma. Ich kalkuliere, ja, das könnte reichen und das Abenteuer, wie Sie es nennen, kostet
45 Euro. Euro, Euro. Okay. Ich gebe Ihnen meine Kreditkartennummer. Ihre Kreditkarte, Visa, Kreditkarte. Bei ihr ist der Dispo überzogen. Ach, hören Sie doch auf. Schicken Sie den Fahrer los. Ich laufe schnell zum Geldautomaten und hole Bargeld. Ihr Konto ist auch im Minus. Minus. Herrgott nochmal, fahren Sie endlich los und bringen Sie mir endlich meine Pizzen. Ich werde schon dafür bezahlen. Lassen Sie das meine Sorge sein. Und wie lange wird das verdammt nochmal dauern? Tja, heute ist Sonntag. Viele Leute haben bereits vor Ihnen bestellt. Es gibt eine lange Warteliste, auf der Sie, Frau Schwan, ganz unten stehen. Wenn Sie keinen Bock haben zu warten, können Sie sich auf Ihr Motorrad schwingen, herfahren und die Pizzen selbst abholen. Moment, woher wissen Sie, dass ich Motorrad fahre? Ich bin an das System angeschlossen. Ein Autohaus hat Strafanzeige gegen Sie erstattet, denn Sie haben Ihre Monatsrate nicht bezahlt. Monatsrate nicht bezahlt. Bei Ihrem Motorrad ist jedoch alles in Ordnung. Oh, spielt doch keine Rolle. Ist mir doch völlig egal. Wie? Und System und das staatliche System und angeschlossen und Warteliste und lange und... Hör doch auf, mir das zu erklären. Ich sage Vorsicht. Achten Sie lieber darauf, was Sie sagen. Mich als Roboter zu beleidigen, ist eine Beamtenbeleidigung. Dafür können Sie 6 Jahre ins Gefängnis kommen. Kommt noch etwas dazu oder sind Sie fertig? Boah, aber hallo. Ich habe über 30 Euro bestellt, also bekomme ich dafür eine kostenlose Flasche Coca-Cola, richtig? Zuckerkranke bekommen keine Coca-Cola. Zuckerkranke bekommen keine Coca-Cola. Oh. Und so ganz kurz vor dem Ende unserer Sendung möchten wir euch nochmals mit dem einzigartigen und unvergleichbaren Gunter Trube verzaubern. Sein Stück heißt Cinderella und ist wie immer ein echter Hingucker. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Cinderella war mal wieder beim Putzen. 2 Mäuse sahen ihr kichernd zu. Ja, lacht nur. Mir geht die Puste aus, während meine beiden schwerhörigen Schwestern sich auf dieser Party austoben. Bleib ganz cool, meinten die Mäuse. Wenn du heute Abend auch auf diese Party willst, dann geh doch hin. Ich? Nee, ich muss hier putzen. Musst du nicht? Komm her, komm schon. Wir haben einen Zauber für dich. Ach, wie soll denn das gehen? Rede nicht, stell dich hier hin. Aber simsalabim, schon hatte sie eine neue Frisur, ein Rokoko-Ballkleid und Stöckelschuhe. Und eine goldene Kutsche wartete bereits mit Pferden davor. Alles war wie im Traum. Na, haben wir dir zu viel versprochen? Cinderella war sprachlos. Halt, merke dir, du hast nur die heutige Nacht. Zweitens, wenn die Zeiger auf Mitternacht stehen, ist alles aus. Was? Punkt Mitternacht ist alles vorbei? Ganz genau, nur damit du Bescheid weißt. Na gut, okay. Okay? Dann viel Erfolg, steig ein. Das Kleid war so lang, dass sie es raffen musste. Cinderella und die Mäuse winkten sich zu. I love you. Und los ging die Fahrt über Stock und Stein. Da war es, das Clubheim der Gehörlosen. Es sah aus wie ein prunkvolles Schloss. Cinderella schritt graziös die Treppe hoch. Die
Türen öffneten sich und sie trat in den Ballsaal, dessen Boden aus Marmor war. Überall flogen die Hände, es wurde getanzt und auf der Bühne trug ein Sänger ein Gebärdenlied vor. Wie im Paradies. Da erblickte sie ihre beiden Schwestern. Sie tanzten wie verrückt. Twist! Oh nein! Doch dann sah sie ihn, ihren Prinzen. Was für ein Traummann! Er kam direkt auf sie zu und fragte, willst du mit mir tanzen? Oh ja, gern. Aber ich kann nicht. Ich trage diese hochhackigen Dinger zum ersten Mal. Ach, das macht gar nichts, sagte der Prinz. Komm. Sie tanzten eng Umschlungen und die Kronleuchter glitzerten im Takt. Sie drehten sich im Kreis immer und immer wieder und vergaßen alles um sich herum. Der Zeiger aber bewegte sich indessen auf Mitternacht zu. Als Cinderella das sah, war sie vor Schreck wie gelähmt. Die Warnung fiel ihr ein. Um Mitternacht ist alles aus. Fluchtartig verließ sie den Saal und wäre fast die Treppe hinabgestürzt. Dabei war ihr, als hätte sie etwas verloren. Doch als sie sich umdrehte, schloss sich hinter ihr das Tor. Der Zeiger hatte in diesem Moment Mitternacht erreicht und alles löste sich in Luft auf. Der Prinz war ihr gefolgt. Er fand, was sie verloren hatte, und hob es auf. Ein Handschuh. Tatsächlich. Ein Samthandschuh. Oh, wie er duftete. Sollte dieser Handschuh die einzige Erinnerung an seine große Liebe bleiben? Niemals, sagte er sich. Er schickte seine Soldaten los, um nach Cinderella zu suchen. Sie brachten überall Plakate an, vor denen sich die Schaulustigen drängten. Irgendwann kamen sie in ein kleines, verschlafenes Dorf. Jemand gab ihnen einen Tipp. Dort wohnen 3 Frauen, die könnten es sein. Sie ritten hin. Beim Absteigen verrenkte sich einer den Wirbel. Sie öffneten die Tür und sahen ein wunderschönes Mädchen, das beim Putzen war. Aber sofort traten ihnen die beiden Schwestern entgegen und begannen, auf sie einzureden. Sie quasselten und brabbelten aufgeregt durcheinander. Einer der Reiter zeigte ihnen den Handschuh. Die erste Schwester probierte ihn an, aber so sehr sie sich anstrengte, er passte nicht. Ebenso erging es der zweiten Schwester. Sie gaben den Handschuh zurück. Da fiel der Blick des Reiters auf das Dienstmädchen. Er gab ihr den Handschuh. Und er passte ihr wie angegossen. Geschafft! Cinderella wurde zu ihrem Prinzen gebracht. Er nahm sie auf sein Pferd und sie ritten in ihre gemeinsame Zukunft. Die beiden Mäuse sahen ihnen zu und seufzten glücklich. Ach, wie schön!